aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. B wie Bergfried Pallasburgen, die kompakte Ritterburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Burgenlexikons. Heute beschäftigen wir uns mit dem Buchstaben B wie Bergfried Pallasburgen, der kompakten Ritterburg. Nicht jede Ritterburg war im Mittelalter eine weitläufige Festung mit riesigen Höfen. Viele waren bewusst kompakt. Die Bergfried Pallasburgen zeigen uns heute noch eindrucksvoll, wie man Macht, Wohnen und Verteidigung auf engstem Raum vereinte. Aber gehen wir gedanklich einmal zurück in die Zeit. Stellt euch vor, ihr bekommt die Erlaubnis zum Bau einer Burg. Ihr seid vielleicht ein Ministeriale, im Dienst eines höheren Herrn oder gehört zum Kleinadel. Ihr habt Ambitionen, aber euer Baugeld ist eher begrenzt und auch euer Grundbesitz ist überschaubar. Für eine gigantische Anlage mit mehreren Wohnbauten, Kemenaten und einer riesigen Vorburg reicht es einfach nicht. Was also tun? Ihr sucht einen strategisch günstigen Platz, vielleicht einen kleinen Felssporn oder einen schmalen Bergrücken. Dieser Platz ist so begrenzt, dass er gerade einmal Raum für das Wesentliche bietet. Einen Palas und einen Bergfried. Und genau darauf kommt es euch an. Euer Ziel ist es, einen Palas, der so prächtig und solide gebaut ist, dass er den großen Burgen in nichts nachsteht. Und dazu ein Bergfried, der weithin sichtbar euren Stand und die Botschaft „Ich kann mir das Bauen leisten" widerspiegelt. Auf diesem kleinen, felsigen Untergrund entsteht so eure ganz persönliche, kompakte Ritterburg. Die Kernburg besteht hierbei tatsächlich nur aus dem Turm und dem Palassaalbau. Darunter oder davor liegt eine kleine Vorburg, die die notwendigen Wirtschaftsgebäude aufnimmt, denn ihr wollt auf eurer Burg ja auch versorgt sein. Hinter dem technischen Begriff Bergfried Pallasburg verbirgt sich also der Inbegriff der mittelalterlichen Adelsburg im deutschsprachigen Raum. Eine Anlage, die auf das Wesentliche reduziert ist: Wehrhaftigkeit und Repräsentation. In diesem Video erfahrt ihr, was diesen Burgentyp der kompakten Ritterburg ausmacht. Und hier sehen wir sie, die gelungene Ritterburg für euch. Ein Palasgebäude, Saalbau, ein Bergfried, ein Tor, eine Ringmauer, das reicht. Was sind Bergfried Pallasburgen? Was macht diesen Typus nun wissenschaftlich und baulich so besonders? Die Antwort liegt in der extremen Kompaktheit und in einer ganz klaren baulichen Definition. In der Fachliteratur bezeichnen wir Bergfried Pallasburgen als kompakte Burganlagen des Hoch- und Spätmittelalters. Das Entscheidende hierbei ist, Wehr-, Wohn-, Repräsentationsfunktionen sind räumlich stark verdichtet. Es gibt also keine Trennung über weite Höfe hinweg, sondern eine enge bauliche oder funktionale Verbindung der Hauptelemente. So entsteht eine leistungsfähige, aber platzsparende, kompakte Ritterburg. Dieser Typus grenzt sich sauber von anderen Formen ab. Er ist keine einfache Turmburg und auch keine weitläufige Kastellburg. Eine Bergfried Pallasburg besteht im Kern aus zwei markanten Hauptkomponenten, die meist an den gegenüberliegenden Enden einer engen Ringmauer thronen. Erstens der Bergfried. Er ist der Haupt- und Wehrturm. Er fungiert als Ausguck, als weithin sichtbares Statussymbol und im Ernstfall als letzter Rückzugsort, je nachdem wie man sehen will. In der Regel wurde er an der gefährdetsten Seite der Anlage platziert, der sogenannten Angriffsseite. Zweitens der Palas. Er bildet das Herzstück des täglichen Lebens. Als repräsentativer Wohn- und Saalbau beherbergt er die Kamine für die Wärme und den Rittersaal für Feste und Verwaltung. Zwischen Turm und Palas liegt häufig nur ein sehr schmaler, fast schluchtartiger Innenhof. Grundsätzlich folgte die Anlage dabei einer funktionalen Trennung. Der Turm diente primär der Verteidigung, während der Palas als Wohn- und Repräsentationsbau ausgelegt war. Diese Zuordnung war jedoch nicht absolut, denn auch der Palas konnte in Teilen wehrhaft ausgeführt sein, etwa durch ein oberstes Wehrgeschoss, Schießscharten
oder Wurferker. Gerade diese Kombination machte die Bauweise so effizient. Die Hauptlast der aktiven Verteidigung lag beim Turm, während der Palas überwiegend dem Wohnen vorbehalten blieb, ohne dabei schutzlos zu sein. Auf engstem Raum entstand so eine klar gegliederte, funktional durchdachte Burganlage. Eine Architektur, die pragmatische Effizienz des Mittelalters eindrucksvoll widerspiegelt. Datierung und Erbauer. Der Bautyp der Bergfried-Palasburg ist typisch für den deutschsprachigen Raum und lässt sich zeitlich vergleichsweise klar einordnen. Seine Entstehung beginnt in der Hochromanik, etwa ab der Mitte des 12. Jahrhunderts. In dieser Phase setzt sich eine stärkere geometrische und geordnete, funktional ausgerichtete Burgarchitektur durch. Bergfried und Palas werden nun bewusst als klar unterscheidbare, aber eng miteinander verbundene Bauelemente konzipiert. Die kompakte Grundform dieser Burgen passt hervorragend zu den architektonischen Vorstellungen dieser Epoche. Ihre Blütezeit erreichte Bergfried-Palasburg im 13. Jahrhundert, insbesondere während der Stauferzeit. In dieser Phase entstehen zahlreiche Anlagen dieses Typs, die durch klare Proportionen, massive Baukörper und eine bewusste Reduktion auf das Wesentliche gekennzeichnet sind. Als bevorzugte Erbauer treten vor allem Angehörige des niederen und mittleren Adels in Erscheinung, insbesondere die Ministerialen, also der unfreie oder ursprünglich unfreie Dienstadel im Gefolge eines geistlichen oder weltlichen Herren. Für diese Gruppe war der Bau großflächiger Kastellburgen nach französischem Vorbild meist weder finanziell noch räumlich realisierbar. Die Bergfried-Palasburg bot hier eine überzeugende Alternative. Sie war vergleichsweise kostengünstig, benötigte wenig Baugrund und erfüllte dennoch alle zentralen Anforderungen an einen artigen Herrschaftssitz. Verwaltung, Wohnen, Verteidigung und Repräsentation ließen sich in dieser kompakten Bauform wirkungsvoll vereinen. Gerade deshalb wurde die Bergfried-Palasburg zu einem prägenden Burgtyp des hochmittelalterlichen Adels im deutschsprachigen Raum. Verbreitung der Bergfried-Palasburgen. Bergfried-Palasburgen sind kein zufälliges Einzelfenomen, sondern ein klar erkennbarer Bautyp mit einer regionalen Schwerpunktverbreitung. Ihr Hauptverbreitungsgebiet liegt im deutschsprachigen Raum des Heiligen Römischen Reiches, insbesondere in den mittel- und süddeutschen Landschaften. Besonders häufig finden wir diesen Burgentyp in Thüringen, Franken, Oberpfalz, Schwaben, im Harzraum sowie in Teilen auch von Österreich und der heutigen Schweiz. Gerade in Regionen mit stark gegliedertem Relief, also schmalen Bergrücken, Felsspornen oder steilen Talhängen, bot sich die kompakte Bauform der Bergfried-Palasburg ideal an. Der begrenzte Platz zwang zur architektonischen Verdichtung und genau hier spielte dieser Bautyp seine Stärken aus. Auffällig ist zudem die Häufung solcher Burgen in Gebieten dichter ministerialen Struktur. Dort, wo viele kleine Herrschaften nebeneinander bestanden, entstand ein regelrechter Wettbewerb im Streit. Jede Familie benötigte eine standesgemäße Burg, jedoch ohne die finanziellen Mittel oder den Raum für großflächige Kastellburgen. Die Bergfried-Palasburg bot hier eine funktionale und repräsentative Lösung. Im Gegensatz zu Frankreich oder England, wo frühe groß dimensionierte Burgen mit ausgedehnten Höfen dominierten, entwickelte sich im Reich eine stärker parzellierte Burgenlandschaft. Die Bergfried-Palasburg ist somit Ausdruck einer spezifischen mitteleuropäischen Adelsstruktur, in der Macht, Besitz und Bauform eng miteinander verknüpft waren. Zusammengefasst lässt sich sagen: Überall dort, wo begrenzter Raum, begrenzte Mittel und ein klarer Herrschaftsanspruch zusammenkamen, entstand dieser kompakte Burgentyp. Seine Verbreitung folgt weniger politischen Grenzen als vielmehr der sozialen und topografischen Rahmenbedingungen des Hoch- und Spätmittelalters. Ein besonders anschauliches Beispiel für die regionale Konzentration von Bergfried-Palasburgen findet sich in Thüringen, genau im heutigen Ilmkreis. Hier existieren mit Burg Ehrenstein, Burg Liebenstein und der Ehrenburg 3 Burgen, die nicht nur räumlich nahe beieinander liegen, sondern auch nahezu identische Grundrisskonzepte aufweisen.
Sie entstanden im Einflussbereich derselben hochadligen Bauherren, der Grafen von Schwarzburg, und verkörpern mustergültig den funktionalen, kompakten Bautyp aus Bergfried und angeschlossenem Palas, wie er im 13. und 14. Jahrhundert verbreitet war. Hier sehen wir die drei Burgen. Links Burg Liebenstein, in der Mitte die Ehrenburg und rechts Burg Ehrenstein. Und hier der Grundrissvergleich. Die Ehrenburg, Palas und Bergfried markiert. Gefolgt von der Burg Ehrenstein, hier ebenfalls Bergfried und Palas markiert. Und noch die Burg Liebenstein, ebenfalls hier markiert, Bergfried und Palas. Burg Ehrenstein. Burg Ehrenstein liegt oberhalb des heutigen Ortsteils Ehrenstein bei Stadt Ilm auf einem Muschelkalkfeldsporn in rund 420 Meter Höhe. Ihre Anlage ist streng längsgerichtet und verbindet einen viergeschossigen Palas unmittelbar mit einem massiven, außergewöhnlich gut erhaltenen Bergfried. Dieser Turm zählt mit bis zu 2,50 Meter Mauerstärken und einer Höhe von etwa 25 Metern zu den solidesten seiner Zeit und war nur über einen Palas zugänglich. Ein klassisches Merkmal des Bergfried-Palas-Typs. Die bauliche Hauptphase fällt ins 14. Jahrhundert, vermutlich unter Graf Günther VIII. Von Schwarzburg. Ehrenstein diente weniger als dauerhafter Wohnsitz, sondern als Grenzfeste gegen konkurrierende Territorialherren. Nach militärisch kurzer, aber politisch intensiver Nutzung verfiel die Burg ab dem späten 16. Jahrhundert, blieb jedoch als Ruine stets präsent und wurde seit dem 19. Jahrhundert zunehmend gepflegt und gesichert. Burg Liebenstein. Burg Liebenstein erhebt sich als Spornburg oberhalb des Dorfes Liebenstein und zählt zu den klarsten Beispielen des schwarzburgischen Burgenbaus im 14. Jahrhundert. Die Anlage folgt konsequent dem Typus der Bergfried-Palasburg. Ein massiver Turm und der unmittelbar angefügte Wohnbau bilden einen kompakten und funktionalen, aufeinander abgestimmten Kernbau. Kennzeichnend sind die gerundeten Außenecken, das integrierte Spitzbogenportal sowie die enge Verzahnung von Wehr- und Wohnfunktion auf engem Raum. Der Bau verzichtet bewusst auf eine weitläufige Kastellstruktur und zeigt damit exemplarisch, wie repräsentativ Herrschaft und militärische Sicherung innerhalb eines reduzierten, aber hochwirksamen Burgkonzepts vereint werden konnten. Errichtet wurde die Burg vermutlich vor 1346 unter Graf Günther XI. Von Schwarzburg im Kontext territorialer Auseinandersetzungen mit den Wettinern. Trotz späterer Ausbauten verlor Liebenstein ab dem 17. Jahrhundert an Bedeutung und verfiel schrittweise. Heute gilt die Ruine als kunsthistorisch besonders wichtig, da sie den fortgeschrittenen, fast serienhaften Burgenbau der Schwarzburger exemplarisch widerspiegelt. Ehrenburg bei Plaue. Die Ehrenburg liegt oberhalb der Stadt Plaue am Geratalhang und wurde 1324 mit ausdrücklicher Genehmigung des Thüringer Landgrafen errichtet. Auch hier zeigt sich der typische rechtecke Grundriss mit unmittelbar verbundenem Palas und Bergfried, umgeben von einer Ringmauer. Die Anlage ist den Burgen Ehrenstein und Liebenstein in Aufbau und Dimensionierung auffallend ähnlich. Nach wechselvoller Geschichte verlor die Ehrenburg bereits im 16. Jahrhundert ihre militärische Bedeutung. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde sie teilweise restauriert und gastronomisch genutzt, wobei historische Genauigkeit nicht immer im Vordergrund stand. Trotz späterer Überformungen bleibt die Ehrenburg ein wichtiger Baustein zum Verständnis der Bergfried-Palas-Burgen als regional verbreiteten, funktionalen Adelsburgentyp. Diese drei Burgen zeigen eindrucksvoll, wie sich unter gleichen politischen, wirtschaftlichen und familiären Rahmenbedingungen nahezu identische Burgtypen herausbildeten. Ein steinerner Ausdruck von Status, Konkurrenz und Effizienz im hochmittelalterlichen Thüringen. 3 weitere exemplarische Burgen. Nachdem wir nun gesehen haben, wo und warum sich Bergfried-Palasburgen im deutschsprachigen Raum verbreiteten, wird es Zeit, diesen Bautyp an konkreten Beispielen greifbar zu machen. Theorie und Typologie sind das eine, Stein und Mauerwerk das andere. Schauen wir uns nun 3 weitere exemplarische Burgen an, die das Prinzip der Bergfried-Palasburgen besonders klar und eindrucksvoll verkörpern.
Jede von ihnen zeigt auf ihre eigene Weise, wie kompakt, funktional und zugleich repräsentativ dieser Burgentyp sein konnte. Burg Hausenbach in Niederösterreich. Die Burg Hausenbach liegt in der gleichnamigen Ortschaft Hausenbach, rund 10 Kilometer nordwestlich von St. Pölten, am südöstlichen Rand des Dunkelsteiner Waldes. Sie erhebt sich auf einem felsigen Plateau über dem kleinen Tal des Hausenbachs und kontrolliert damit einen lokal wichtigen Siedlungs- und Verkehrsraum am Übergang vom offenen Hügelland in das bewaldete Mittelgebirge. Die Lage ist typisch für hochmittelalterliche Adelsburgen des niederösterreichischen Raums. Gut geschützt, aber dennoch eng mit der umliegenden Kulturlandschaft verbunden. Die ältesten Bauteile der Burg, die Kernburg mit Bergfried, stammen aus dem frühen 13. Jahrhundert. Ihre Entstehung fällt in die Phase des hochmittelalterlichen Landesausbaus, als ministeriale und niederer Adel begann, bislang wenig erschlossene Randzonen dauerhaft zu besetzen und zu sichern. Burg Hausenbach war dabei Teil eines regionalen Netzes kleinerer Herrschaftssitze, die weniger auf großräumige Militärkontrolle als auf lokale Machtausübung und Repräsentation ausgerichtet waren. Im Laufe der Jahrhunderte wechselte die Burg mehrfach die Besitzer und blieb, anders viele anderen Anlagen, bis in die Neuzeit hinein kontinuierlich genutzt. Hier sehen wir nun die Burg Hausenbach, links ein älteres Bild, etwa aus den 1960er Jahren, und rechts ein aktuelleres Bild. Aus baugeschichtlicher Sicht zeigt sich Burg Hausenbach als klar gegliederte, kompakte Anlage. Der Bergfried bildet den ältesten und wehrhaftesten Teil der Burg und gehört zur ersten Bauphase um 1200. Ihm unmittelbar zugeordnet ist der Palas, der als Wohn- und Repräsentationsbau dient. Diese enge funktionale und räumliche Verbindung von Wehr- und Wohnbau ist charakteristisch für den Typus der Bergfried-Palasburg. Spätere Jahrhunderte brachten zwar Ergänzungen und Umbauten, insbesondere im 16. Jahrhundert, doch blieb der hochmittelalterliche Kern der Anlage in seiner Grundstruktur erhalten. Hier nun der Blick auf den Grundriss und die Schnitte der Burg Hausenbach. Wir sehen links, ganz unten links, den Bergfried, gefolgt vom Palas. Ein Burghof, von einer Ringmauer umschlossen, folgt nach rechts. Und oben ist eine spätere, heute als Schloss ausgebaute Vorburg gelegen. Gerade diese Kontinuität macht Burg Hausenbach zu einem besonders anschaulichen Beispiel. Sie zeigt, wie effizient und dauerhaft das Konzept der kompakten Bergfried-Palasburg im hochmittelalterlichen Adelssitz umgesetzt werden konnte. Ohne große Vorburgen, aber mit klarer architektonischer Aussage. Burg Riom, auch Retia Ampla, in der Schweiz. Die Burg Riom, auch unter ihrem historischen Namen Retia Ampla bekannt, steht auf einem länglichen Geländesporn oberhalb des Dorfes Riom-Parsons im Oberhalbstein des Schweizer Kantons Graubünden. Sie markiert weithin sichtbar die Talflanke über den Val Surses und war mittelalterlich ein wichtiger Herrschaftssitz an den Verkehrswegen über die Alpenpässe von Julia bis Septimber. Hier sehen wir die wunderschön gelegene Burg Riom. Die Anlage gehört zu den bedeutendsten Burgbauten Graubündens und ist heute als Kulturgut von nationaler Bedeutung geschützt. Die Geschichte der Burg reicht bis ins frühe 13. Jahrhundert zurück. Um 1226/1227 errichteten die Freiherren von Wangen-Burgeis die Burg auf dem Felsplateau über dem Tal. Bald geriet sie in den Einflussbereich des Bischofs von Chur, der sie 1258 erwarb und sie fortan als Sitz seiner Landvögte in Oberhalbstein nutzte. In den folgenden Jahrhunderten wechselte die Burg mehrfach den Verwalter, blieb aber bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts ein wichtiges regionales Verwaltungszentrum. Nachdem sich die Talschaft 1552 von der bischöflichen Herrschaft freigekauft hatte, verlor die Burg allmählich an Funktion und wurde in der Folge weiterhin für lokale Versammlungen genutzt. Aus baugeschichtlicher Sicht ist Burg Riom ein klassisches Beispiel für eine mittelalterliche festungsartige Wohnburg mit klarer innerer Gliederung als Bergfried-Palasburg. Der Kern besteht aus einem schmalen, schlanken, hohen Bergfried mit quadratischem Grundriss und einem breiten, mehrgeschossigen Palas, der im Laufe der Zeit um ein weiteres Geschoss aufgestockt wurde.
Der Turm ist bis zum 3. Obergeschoss direkt mit dem Palast verbunden und besitzt nur schmale Schachtenfenster. Dies spricht für eine kombinierte Wehr- und Repräsentationsfunktion. Der Palast selbst gilt als einer der größten profanen spätmittelalterlichen Hallenbauten im Kanton Graubünden. Im Süden lassen sich noch Reste einer Ringmauer erkennen, die den inneren Bereich umgab. Der ursprüngliche Torbau ist nicht mehr erhalten, wohl aber die massive Struktur des Burgkerns. So stellt man sich die Burg Riom im 13. Jahrhundert vor. Und hier der Grundriss der heutigen erhaltenen Burg Riom. Wir haben den Bergfried, den Palas und die Reste der Ringmauer. Hier ein älteres Bild, etwa aus der Zeit um 1900-1920, als die Burg noch Ruinen war. Und hier der Blick in das Innere des Palas, der heute sehr modern ausgebaut ist für Veranstaltungen. Im 19. Jahrhundert verlor die Burg nach einem Dorffeuer von 1864 ihr Dach und weitere Bauglieder, da das Holz für den Wiederaufbau verwendet wurde und sich die Bausubstanz seither zunehmend verschlechterte. Ab 1977 wurde die Anlage wieder mit einem Schutzdach versehen. Heute ist Burg Riom nicht nur ein bedeutendes Denkmal, sondern seit 2006 auch ein kultureller Veranstaltungsort. In ihrem Palast findet das Origin Festival Culturel statt, eines der größten kulturellen Ereignisse des rätoromanischen Raums der Schweiz. Burg Waldau in Bayern in der Oberpfalz. Die Burg Waldau liegt oberhalb des gleichnamigen Ortes, einem Stadtteil von Vohenstrauß im Oberpfälzer Wald, im Nordosten Bayerns. Sie erhebt sich markant auf einem steilen Serpentinitfelsen über dem Dorf und prägt mit ihrem mächtigen Bergfried bis heute das Landschaftsbild. Die exponierte Lage auf rund 520 bis 524 Metern Höhe gab der Anlage eine natürliche Verteidigung, zugleich bot sie gute Sicht auf die vorbeiführenden Verkehrswege des Nordgaus. Die Burg wurde im frühen 13. Jahrhundert errichtet. Die erste urkundliche Erwähnung des mynestialen Geschlechts der Waldauer wird für 1224 genannt. Sie gelten als die Bauherren und ersten Besitzer. Im Laufe des 14. Jahrhunderts wechselten Besitzverhältnisse teilweise durch Verheiratung und Belehnung mit den Nothafts und schließlich der Pfalz, doch blieb die Anlage ein lokales Zentrum adliger Herrschaft. Auch nach dem Aussterben der Waldauer 1545 blieb die Burg in adligen Händen. Sie gehörte nacheinander den Wiesbergern, den Eckerforts und später den von Rummel. Im 17. Jahrhundert begann der bauliche Wandel der Anlage. Hier sehen wir Waldau, die Burg, auf einer Karte des 16. Jahrhunderts. Hier sehen wir die heutige Burg Waldau, im Hintergrund die alte Kernburg und im Vordergrund die ehemalige Vorburg, das heutige neue Schloss. Aus baugeschichtlicher Sicht ist Waldau ein typisches Beispiel einer mittelalterlichen Höhenburg, die im Laufe ihrer Entwicklung Elemente des Bergfried-Palastburgtyps zeigt. Der Bergfried ist der älteste erhaltene Bauteil und lässt sich durch ein großformatiges Buckelquadermauerwerk mit Anfang 13. Jahrhundert datieren. Im 14. Jahrhundert wurde der Palast ergänzt. Der zunächst eigenständig stehende Wohn- und Repräsentationsbau wurde später durch einen Verbindungstrakt mit dem Bergfried verbunden. Dies ist charakteristisch für den Bergfried-Palasttyp, bei dem Wehr- und Wohnbau in enger funktionaler Beziehung stehen, ohne große Vorburgen oder ausgedehnte Nebengebäude. Hier noch einmal der Blick auf die Kernburg, also links mit Palast und Bergfried, rechts wieder das große Gebäude des neuen Schlosses. Hier Detailaufnahmen des Bergfrieds und des Palasts. Markiert ist das Stück des Verbindungstraktes, gefolgt von den Baufugen, links einmal Bergfried und rechts einmal Palast. Und hier sehen wir den Grundriss der Burg Waldau. Und hier beschriftet der Palast die Verbindung bzw. der ehemalige Hof mit Wehrgang und dann der Bergfried, Reste der Ringmauer und spätere Zubauten. Hier noch der Schnitt durch den Palast mit den eingetragenen Decken, der später umfunktioniert wurde zur Kirche, deswegen haben wir am oberen Geschoss eine Gewölbedecke. Im 17. und 18. Jahrhundert wandelte sich die Nutzung der Burg. Der Bergfried diente eine Zeit lang als Kirchturm.
nachdem Teile der Kernburg in die lokale Kirche umfunktioniert worden waren, bis 1912 eine neue Dorfkirche gebaut wurde. Bei diesem Umbau zur Kirche wurden alle Zwischendecken entfernt und der Verbindungsbau wurde Altarraum. Restaurierungen im 21. Jahrhundert sicherten die Reste der Anlage, heute ist die Burg in Privatbesitz. Burg Waldau zeigt damit sehr klar, wie sich eine ursprüngliche rein wehrhafte Anlage im Mittelalter in eine kulturell genutzte Burgform transformieren konnte, ohne den ursprünglichen Kern ihrer Bauphasen zu verlieren. Schlussgedanke. Die Bergfried-Palastburg führt uns eindrucksvoll vor Augen, wie der Adel des 12. und 13. Jahrhunderts lebte. Zwischen dem Anspruch auf standesgemäßen Komfort im Palast und der ständigen Notwendigkeit der Verteidigung im Bergfried. Diese Burgen sind kein Zeichen von Mangel, sondern von kluger Planung, konzentriert, funktional und dennoch repräsentativ. Sie zeigen, dass mittelalterliche Macht nicht zwingend weitläufig sein musste, sondern oft bewusst verdichtet wurde. Und jetzt seid ihr gefragt, welche Bergfried-Palastburgen kennt ihr? Oder habt ihr vielleicht selbst schon besichtigt? Schreibt es in die Kommentare. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.